Ich war 10 Jahre alt, im Sommer 65, mit Schrammen an den Knien und die Taschen voller Kies. Wir spielten auf der Straße, bis die Sonne unterging. Ein Lederball, ein Fahrrad, das war alles, was man kriegt. Dann kam ein heller Blitz, ich weiß nicht, wie es geschah. Auf einmal war die Welt so fremd und sonderbar. Autos ohne Lärm, Bildschirme überall. Und ich stand mitten auf dem Schulhof, wie ein Besucher aus dem All. Ich bin der Junge aus 1965 und plötzlich ist die Zukunft Wirklichkeit für mich. Was gestern noch wie Science Fiction klang, liegt heute in den Händen jeder kleinen Schulbank. Ich bin der Junge aus 1965, staune über diese neue Zeit. Doch hinter allen Unterschieden seh ich dann, ein Kind bleibt doch ein Kind, egal in welchem Jahr man kam. Da traf ich einen Jungen, ungefähr so alt wie ich. Er sah mein Hemd und fragte, ist das wirklich dein Gesicht? Er lachte über meine Schuhe und den kurzen Haarschnitt. Ich fragte ihn, warum sein Handy wichtiger als Freunde ist. Er zeigte mir sein Smartphone, ein Fenster in die Welt, mit Spielen, Filmen, Bildern und Musik für wenig Geld. Ich sagte, früher bauten wir uns Burgen aus dem Sand. Er sagte, heute bauen wir ganze Welten auf dem Bildschirmrand. Ich bin der Junge aus 1965 und plötzlich ist die Zukunft Wirklichkeit für mich. Was gestern noch wie Science Fiction klang, liegt heute in den Händen jeder kleinen Schulbank. Ich bin der Junge aus 1965, staune über diese neue Zeit. Doch hinter allen Unterschieden seh ich dann, ein Kind bleibt doch ein Kind, egal in welchem Jahr man kam. Ja, du spieltest Fangen auf den Wegen, ich spiele online gegen Kollegen. Du kanntest jeden Baum im Park, ich kenn die Apps und jedes Smartgerät im Markt. Doch wenn wir lachen, wenn wir träumen, wenn wir Abenteuer suchen zwischen Häusern oder Räumen, dann sind wir gar nicht so verschieden. Nur die Welt hat sich in 60 Jahren weitergeschrieben. Er zeigte mir die Zukunft, ich erzählte ihm von damals, von Murmeln in der Hosentasche und vom Fußball auf dem Asphalt. Wir merkten irgendwann, als die Schulglocke erklang, dass keiner von uns beiden in der falschen Zeit begann. Denn jede Zeit hat Wunder, jede Zeit hat ihren Sinn, und die Neugier eines Kindes trägt man immer in sich drin. Ich bin der Junge aus 1965 und diese Reise werde ich nie vergessen. Zwischen gestern und morgen fand ich schließlich heraus, die Zukunft sieht anders aus. Doch das Staunen bleibt zu Haus. Oh, der Junge aus 65 staunt über die Welt von heut. Und vielleicht wird doch ein Kind von morgen einmal staunen über unsere Zeit.